Ja, grüß euch benannt und deinen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Okay, ich habe euch gerade einen Veröffentlichungszeitpunkt festgelegt für das, was ich gestern aufgenommen habe. Es geht inzwischen Zeit. Ne? Ich lade die Dinger hoch, die werden gelb, ich fordere eine Überprüfung an, sie werden grün am nächsten Tag, passt. Ne? Da kommt halt alles mit einem Tag Verspätung, aber Wayne. Folgendes. Jetzt dachte ich mir, ich bin jetzt auf dem Stand. Ne? Weiter geht's nicht mehr. Ne? Bisher alles, was von Rainer gekommen ist, behandelt, wunderbar, entspanntes Wochenende. Pfeifendeckel. Ofi hat vor einer Stunde ein Video hochgeladen. Ne? Und da geht's, Gott sei Dank, die ersten 5 Minuten geht es bloß um Shoyoka, das interessiert mich nicht. Aber die zweite Hälfte ist über Reini. Und im Titel heißt es, Drachenlord macht's mindestens 3-mal hintereinander. Da bin ich dann natürlich hellhörig geworden. Richtig. Und das hören wir uns jetzt an. Ja? An diesem wunderschönen Samstagmorgen. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Das am klügsten umsetzen können. Genau. Sind bei Ofi auf dem Kanal. Ich verlinke ihn unten für die 2 Leute, die noch nicht wissen, dass es den gibt. Dementsprechend hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Aber mir gingen einer in Rainer. Wir gehen mal weiter zum Drachenlord, denn auch da geht's ordentlich ab im Moment. Und der Rainer ist auch ziemlich fleißig, schreibt weiter in seinem Blog und ist auch sehr aktiv im Chat seines öffentlichen Discords unterwegs. Und einen gestrigen Beitrag in seinem Blog lassen wir... Ja, wissen wir schon. Den konnte er jetzt nicht mehr. Das konnte er jetzt nicht mehr bleiben lassen. Er hat jetzt wieder Blut geleckt. Er ist rückfällig geworden. Und jetzt hat er endlich, seit einem Jahr hat er wieder einen Discord. Und es hat ihm, die Speichelleckerei hat ihm gefehlt. 100%ig hat ihm die Speichelleckerei gefehlt. Und dass ihm die Leute zuhören einfach. Scheißegal, was für einen Stuss er verzapft. Ja, irgendwelche Leute sitzen da und hören ihm dazu. Und ich glaube, dass es ihm dann in Zwischenzeit auch relativ wurscht ist, ob das dann irgendwie veröffentlicht wird oder nicht. Er braucht diesen Dopaminschub, wenn er da Leuten irgendwie was erzählen kann und sich selber einredet, die glauben ihm das alles. Die nehmen das alles für bare Münze. Wir uns mal von der KI vorlesen. Philosophischer Morgen. Hallo. Wenn es so schon anfängt, der philosophische Morgen. Ihr Lieben, ein paar philosophische Gedanken, die mir am Morgen durch den Kopf gegangen sind. Eine wirkliche Veränderung in der Welt passiert erst, wenn wir selbst uns entscheiden, an unserem eigenen Verhalten etwas zu verändern. Ich übersetze diesen Satz mal für alle Leute, die vielleicht noch nicht so lange im Game sind oder die immer noch irgendwie glauben, Rainer wäre nicht komplett gaga. Dieser Satz bedeutet im Endeffekt, Etzadler, alle anderen müssen sich ändern, damit ich meine Ruhe habe. Ne? Alle anderen müssen mir Barren rüberschieben, ohne Gegenleistung und haben mich gefälligst nicht zu kritisieren. Und da das immer noch passiert, ist die Welt eine schlechte, weil die Leute müssen das jetzt endlich mal aufhören. Also es geht hier nicht darum, dass Rainer sich ändern muss, Gott bewahre. Rainer ist perfekt. Rainer ist das höchste Wesen. Der muss sich niemals nicht ändern. Alle anderen Leute müssen sich ändern. Wenn wir nicht bereit sind, uns selbst zu verändern, wie können... Da gab es ja Immanuel Kant oder sowas. Der kategorische Imperativ. Wenn er den jetzt bringt... Wir erwarten, dass andere sich verändern. Wenn wir unser eigenes Handeln in Frage stellen, stellen vielleicht auch andere ihr Handeln in Frage. Und wenn wir einen neuen Weg gehen, müssen früher oder später auch andere Wege einschlagen, ob aus dem Grund, nicht mit uns zusammenzustoßen oder weil sie mit uns in Konflikt geraten wollen. Unser eigenes Handeln und unsere eigenen Entscheidungen beeinflussen also auch alle anderen um uns herum. Ja, Applaus, Rainer. Applaus. Aber komm, er hat zwar immer so getan, als wüsste er das nicht, aber natürlich wusste er das schon auch immer. Wie gesagt, da hat er sogar noch lange Haare gehabt, wo er gesagt hat, er schürt absichtlich den
Hasst der Hater. Er spielt dieses Spiel, er provoziert die Leute absichtlich, um Reichweite zu kriegen. So, meine Lieben, nur ein paar Gedanken zum Morgen am Freitag. Liebe Grüße, Rainer Winkler. Ja, toll, Rainer. Ja, richtig gut. Super Erkenntnis. Wird halt leider nichts ändern, aber schauen wir mal, was Ofi dazu sagt. Ja, und habt ihr das gehört? Das ist ja im Grunde genau das, was wir alle immer seit Jahren gesagt haben. Das eigene Handeln ist ausschlaggebend dafür, wie sich die Welt um einen herum verändern soll. Ist das etwa jetzt dieser Geistesblitz gewesen, dass er es verstanden hat? Nein. Hat der liebe Rainer auf seine Kritiker gehört, die Nein. das immer und immer wieder gesagt haben, dass sein Handeln für seine Problematiken verantwortlich sind? Im Grunde ist der letzte Satz ja genau das. Unser eigenes Handeln und unsere eigenen Entscheidungen beeinflussen also auch alle anderen um uns herum. Richtig, Rainer, wenn du... Es ist halt wirklich so, man hat es doch jetzt gesehen, das Game war ziemlich eingeschlafen. Es war ziemlich eingeschlafen. Viele Leute haben es schon für tot erklärt, haben gesagt, Game ist vorbei, der kommt nicht wieder, Feierabend. Ein Blog und ein Discord später lodern die Flammen wieder. Du nicht krudes Zeugs machst, mache ich auch keine Videos. Also beeinflusst du mich mit deinem Handeln natürlich auch. Bravo, Respekt, dass du das erkannt hast. Ja, ich meine, schaut euch mein Upload-Schedule in den letzten Tagen an. Wie viele Videos ich jetzt gemacht habe seit Anfang des Monats, nur jetzt wieder zur aktuellen Reini-Thematik. Und ich bin ja nicht der Einzige. Ich habe gesehen, Roxau hat wieder was gemacht, Serial ist wieder da. Alle Leute, die jetzt lange wirklich nichts mehr zu ihm gemacht haben, sind alle wieder da. Sind alle wieder da. Fast alle. Und es werden dann auch, wenn es so weitergeht, werden auch wieder neue mit dazukommen. Es war immer so. Es war immer so. Als ich damals ins Game reingekommen bin, haben wir gedacht, bin ich ein bisschen spät zur Party. Das ist bald vorbei. Spätestens nächstes Jahr sitzt er im Knast. Dem war dann leider nicht so. Inzwischen bin ich schon seit 3,5 Jahren, über 3,5 Jahre bin ich irgendwie im Game und seit fast 3,5 Jahren irgendwie mit diesem Account aktiv. Und Game ist immer noch da. Das bleibt auch. Leute, es bleibt auch. Er hat es jetzt wieder bewiesen, dass er das nicht kann, sich zurückzuziehen. Er kann darauf nicht verzichten. Der ist wie ein Drogenabhängiger, aber diese Aufmerksamkeit ist seine Droge. Und ein bisschen kann man es natürlich auch nachvollziehen, denn der Mann, stellt euch mal, ihr kennt die Bilder von diesem Zimmer, in dem er da haust. Das ist ja, ganz ehrlich, das ist ja wie Knast im Endeffekt. Eine kleine Nasszelle. Ja gut, er hat Internet. Ne? Aber ansonsten, der sitzt da. Den ganzen Scheißtag, der sitzt da. Auf diesen 10 Quadratmetern, das ist seine komplette Welt. Dass dir da irgendwann einmal die Decke auf den Kopf fällt und dass das nicht reicht, sich abends mit Uwe 10 halbe in den Kopf zu kesseln. Als sozialen Kontakt, ja freilich. Aber das ist halt nicht der richtige Weg, Rainer. Das ist halt nicht der richtige Weg. Irgendwelche Leute, von denen man weiß, dass sie einen nicht mögen, im Internet darüber belügen, ob man jetzt in Japan war, im Kapselhotel oder ob man mit dem Schimpansen nach wohin auch immer gefahren ist. Ne? Heißt das dann auch... Aber ich werde das Ding nie wieder so nennen, wie es wirklich heißt. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ne? Für mich ist es der Schimpansen. Dass du dich jetzt bessern wirst? Ja, ich glaube, die Frage könnt ihr euch wahrscheinlich selbst beantworten, vor allem wenn ihr das Thumbnail im Video schon gesehen habt. Denn Rainer fing danach wieder an, von seinen Frauengeschichten im Chat zu schreiben. Jetzt bin ich gespannt. Wir erinnern uns, da wird es dann immer wild. Allein die Geschichten schon seitdem ich im Game bin, unfassbar. Ich meine, klar, Mona gab es tatsächlich, aber die hatten natürlich auch nicht rangelassen. Was gab's noch? Wo er im Ranger gesessen ist und gestreamt hat und gemeint hat, er hätte in Hamburg irgendwie eine Klage gemacht. Und danach hat er sich irgendwie in der Nacht einen Zahn rausgerissen, weil er rausgefault ist. Das wissen wir. Diese Vierteltönner mit den gammeligen Zähnen, das sind so richtige Frauenmagneten. Gell? Die laufen sehr praktisch hinten nach. Der hat da eine richtige Bombe sicher aufgerissen. Und
ein paar Monate später war Straßburg, glaube ich. Da hat er den Ranger schon immer gehabt. Da war er schon mit dem Deutschland-Ticket unterwegs. Und da hat er auch gemeint, er wäre jetzt das war mit diesem selber zugefügten Fake Knutschfleck, den er da gehabt hat. Bild. Und es ist halt immer wieder irgendwelche Storys verzapft. Hat er zwischendrin nochmal irgendwas hat er sicher nochmal verzapft. Man kann den Überblick verlieren bei seinen grauen Lügengeschichten. Ne? Freundinnen aus Denken gab's schon, weiß Gott, genug. Ach, boy, oh boy, wir lesen uns das mal kurz Boy. durch. Zitat, Rainer. Erst war ich im Gym, ja, dann hab... Ja, da fängt's doch schon an. Erst war ich im Gym. Ich dann die Dame getroffen, die ich oft sehe, und naja, XD, sind dann noch kurz zu ihr. Rainer, wenn du die stalkst, dann zählt das nicht als wir sind zu ihr. Nach dem Gym verfolgen. Aber wie gesagt, er war ja nicht mal im Gym. Shachin, das wird bestimmt flutschen, haha. Rainer war länger unterwegs als geplant, XD. PC wieder angelassen, XD. Ja, genau. Er war ja gar nicht die ganze Zeit am PC. Der PC lief einfach nur. Das ist auch so dumm. Der PC lief online, während er im Gym war. Und dann, weil er sich gedacht hat, dass Klick, den PC runterfahren, während ich im Gym bin, das rendiert sich nicht. Das ist harte Arbeit, die 2 Klicks. Dann gehen wir lieber so ins Gym und lassen den Rechner laufen. Deswegen war er online, wo er eigentlich angeblich im Gym war. Und danach natürlich noch Ruppel die Katz, ja, zu ihr allen. Da ist er nämlich hin mit seine 240 Kilo. Ja, ist er da reingewongelt. In so hautengen Sportklamotten. Ausgeschaut hat er, wer Weißwurst kurz vorm Platzen. Und dann ist er dahin und dann, jetzt hat er sich angeschaut, wie sie da irgendwie ihr Training, dann hat er gepostet vor ihr. Ja, wahrscheinlich. Die dicken Muckis spielen lassen. Dann ist die so rattig geworden, dass die sich sofort irgendwie, und dann hat er trainiert, gell? Da hat er natürlich diesen Moschusgeruch aus, die pure Männlichkeit, die aus jeder seiner Poren getrieft ist, war unwiderstehlich für die Frau. Und die hatten praktisch zu sich nach Hause schleifen müssen, ne? Weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Sie wollte unbedingt, come on! Ja, sie war überaus gastfreundlich, XD. Nennen wir es mal so, XD. Bin eher müde, sie war sehr... Auch diese scheiß XD-Nummer immer. Ja, fordernd ist wohl das beste Wort. 3-mal ist nicht so leicht. 3-mal was, Rainer? Hat sie 3-mal gesagt, bitte hören Sie auf, mich zu verfolgen und ich rufe die Polizei. XD. Wären 4 geworden, wenn ich nicht gehen hätte müssen. Sie hat zwar 4. Mal gesagt, aber dann sind die Bullen gekommen und haben ihn tatsächlich einkassiert. XD. XD. Jemand glücklich zu machen, ist für mich keine Anstrengung, sondern... Reini, der große Glücklichmacher. Oh mein Gott, der große Glücklichmacher. Er lebt in der Lollipop Lane. In einem Lebkuchenhaus und macht alle Menschen glücklich. Oh. sondern eine Freude. Raphael, geben ist seliger als nehmen. Detox, dich hat's aber hoffentlich auch glücklich gemacht. Rainer, 3-mal wie gesagt, XD. Rainer, ein Gandelmann, wahrscheinlich soll das Gentleman heißen, genießt und schweigt. Gandelmann. Gandelmann hört sie. Gandelman. Das ist ja. Gandelman. Der genießt und schweigt. Ja, Gandelman ist wahrscheinlich auch wieder eins von den Wesen in seinem Universum. Zitat Ende. Ja, ich bin ehrlich, ich kann meinen Ekel und meine Unglaublichkeit kaum noch in Worte fassen. Nee. Also zuallererst, es glaubt dir ja schon niemand, dass du ins Gym gehst.
Es glaubt dir auch niemand, dass du dort eine Frau beim ersten Treffen nach Hause genommen hast oder sie dich nach Hause genommen hat und dann dieses 3-mal und eigentlich ja 4-mal, aber weil du nach Hause musstest, hat das dann nicht mehr geklappt, weil du hast ja... Ja, da ist er natürlich, muss er nach Hause. Der Rechner lief ja noch, Ofi. Ja, der Rechner lief ja noch. Sonst kriegt er Schimpfi vom Uwe. Wenn der Rechner läuft, obwohl der Rainer nicht zu Hause ist. Und so ein moderner Rechner braucht richtig Saft. Ich nehme den komplett vom Strom, wenn ich ihn nicht benutze. Komplett. ja auch so viel zu tun den Tag über, ist natürlich ebenfalls alles gelogen. Und Ja, was es man- harte Arbeit, alles. Noch dazu hat er sich danach ja ein bisschen, ja, hat er natürlich wieder Mana tanken müssen danach. Manneskraft wiederherzustellen. denke ich mir dann, er spielt ja auch ab und zu mal Sims 4. Redet er da von seiner fiktiven Figur in diesem Spiel? Ja, aber Ofi, das ist keine fiktive Figur, weil die hat sich doch jemand ausgedacht und damit existiert sie doch auch in echt. Ich kann das alles nicht mehr. Genauso wie die ganzen Freundinnen aus Denken. Die hat er sich auch ausgedacht, deswegen sind die real. Laut Reinis Logik mit seinem Universum. Alles, was er sich ausdenkt, ist einfach real. Das wird einfach zur Realität. Die Welt ist schön. Oh meine Fresse, Leute. Leute. Spiel? Ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, hätte der Gandelmann, Gentleman, lieber schweigen sollen. Denn mit diesem Punkt, den er jetzt hier da wieder ausgeführt hat und sich toll fühlen wollte, sind wir ja genau wieder bei diesem Block vom philosophischen Und vor allem, auch wenn der Gentleman natürlich gemeint hat. Wo? Wo bist du ein Gentleman? Wo hast du dich jemals als Gentleman verhalten? Ne? Wo? Ein Gentleman schickt zum Beispiel auch nicht ungefragt Bilder von seiner privaten Area an irgendwelche Leute. Ne? Das macht ein Gentleman, macht das nicht. Oder der begrapscht auch keine Leute im Schlaf, wenn sie einem vorher deutlich gemacht haben, dass sie kein intimes Interesse an einem haben. Oder auch, ich weiß nicht, generell, ne? Macht er das nicht. Morgen, der ja nicht wirklich philosophisch war, sondern eher normale Allgemeinbildung, aber von der Aussage her natürlich genau auf das hier zutrifft. Du agierst, andere reagieren. Aktion und Reaktion. Du stellst krude und vollkommen utopische Storys ins Internet und stellst dich als geiler Hengst dar, obwohl jeder weiß, dass das komplett erfunden ist. Ja, eben, das ist es. Ja. Reini sagt, ja, ich bin Edzardler nimmer derselbe, der ich einmal war. Und dann kommt wieder irgendwelche Pathos-Scheiße dahergeschwallt und dann, dass mir die Leute jetzt nicht endlich Edzardler in Ruhe lassen können. Reini, ich kann halt wirklich, kann alles Mögliche auf irgendwas schreiben. Es ändert sich dadurch nicht. Ich kann mir hier so ein Buchcover nehmen von einem Buch und das um das andere rumwickeln. Ne? Dann steht da vorne was anderes drauf, aber es ist trotzdem noch dasselbe Buch wie vorher. Und wenn, solange das Buch sich nicht ändert, ist scheißegal, was ich vorne aufs Cover drauf mache. Ob da jetzt Rainer Winkler steht oder Drachenlord oder Barde oder Joker 1510 oder was weiß ich. Rayman. Vollkommen wurscht. Ne? Es ist halt innen drin, ist immer noch Reini. Und Reini erzählt immer noch irgendwelche wilden Lügengeschichten darüber, ob er in Japan war und was er nicht alles für Weiber permanent irgendwo aufreißt und wie oft er ins Gym geht. So wie immer. So wie immer. Und andere reagieren darauf, weil der Lylokopter bis über die Landesgrenzen hinweg zu hören ist. Du machst dich durch diese Sachen wieder unglaublich lächerlich im Internet. Und ich meine, dieser Blog-Eintrag, wenn man andere ändern will, muss man bei sich anfangen, ist ja richtig. Und genau danach stellt er solche Storys von seinen Frauen ins Netz, denen er leider nur 3-mal eine kurze Freude geschenkt hat, weil er schnell weg musste und fürs 4. Mal keine Zeit mehr hatte. Das ist alles so hanebüchen und lächerlich, aber wir können festhalten, er hat sich halt null geändert. Null, gar nicht. Er ist immer noch komplett untervögelt, so muss man es ja leider sagen, und muss... Ja, klar. Aber Ufi, das wussten wir ja auch schon, als er angefangen hat, ein Universum zu erschaffen, in dem wirklich die primären Eigenschaften
von den ganzen Wesen, die da leben, alle nur ne, die Bumsbarkeit dieser Lebewesen beschreibt. Also, ja, natürlich, ne, der hat Druck. Seine ausgedachten Fantasien wieder mit Leuten teilen, die sich im Geheimen natürlich alle nur darüber lächerlich machen. Da braucht man sich auch keine Illusionen hingeben lassen. 99% von den Leuten auf diesem Discord sind alles Hater. Aber das interessiert Rainer nicht. Solange er Konversationen führen kann, wie er es will, und die mitspielen, ist das für ihn in Ordnung. Denn Ja, klar. Das ist ja auch, er hat ja immer gesagt, die Haterinnen, die ganzen Bärchen, die ihm eine Beziehung vorgespielt haben, haben gesagt, sie sind mit ihm zusammen und dann waren sie auch aus seiner Sicht mit ihm zusammen. Dann waren das seine Freundinnen. Deswegen hat er so viele Ex-Freundinnen. Das ist jetzt einfach Realität. Hat er so beschlossen. er lebt ja nur noch in dieser Fantasiewelt. Den ganzen Tag zocken, und wenn man nicht spielt, dann werden halt die Leute auf dem Discord mit irgendwelchen Märchenstories vollgetextet, bei denen man sich gut fühlen kann. Ja, was soll man dazu noch sagen? Fehlt nur noch, dass er wieder Videos macht, dann ist er wirklich wieder zu 100% der alte Rainer. Kommt Gwiesno. Ich glaube, die PH-Zeiten sind vorbei. Ja, das wird er nimmer machen, glaube ich. Aber vor allem, weil er sich da auch natürlich noch mehr blamiert als damals. Das hat er inzwischen, glaube ich, gecheckt. Aber ja, natürlich hier diese ganzen, es wird wieder Digitogity geben. Und es wird wieder, wir werden wieder Matches sehen, wo es heißt, ja, google mal Drachenlord, aber glaub nicht alles, was du hörst oder liest. Ne? Das kommt alles. Sorry, ich höre mich fürchterlich nasal an. Ich habe eine verstopfte Nase heute. Ein bisschen einen Zug erwischt, vielleicht, keine Ahnung. Es kommt alles wieder. Das baut sich jetzt langsam wieder auf. Und dann irgendwann wird er sagen, ja, es ist ja egal. Die Hater, Edzardler, die lassen mich ja so oder so nicht in Ruhe. Dann kann ich auch weiter Digitogity streamen. Ne? 100%. Und es ist überhaupt gar kein Problem für Rainer, auch wenn jetzt angenommen der alte Digitogity-Account mit seinen 300.000 gebotteten Follower, wenn der weg ist, ist er vollkommen wurscht. Ne, der macht einen neuen TikTok-Kanal auf, der wird in Felde gefunden und dann spült es da halt Hater drauf zu Tausenden. Und dann gibt es wieder Leute, die dann irgendwelche Mitgliedschaften machen, um ihn irgendwie zu triggern, um ihm da irgendwie Scheiße zu schreiben. Und dann geht der ganze Bums wieder von vorne los. Und dann sind wir wieder in 2023. Ja, vielleicht sitzt er dann auch wieder am Zarenstein, das wäre auch schön. Good old days. Und ich finde das wirklich schade, weil er nun wirklich über ein Jahr Zeit hatte, sich irgendwie zu ändern oder irgendwie mal so einen Turnaround zu schaffen. Und das hat er jetzt komplett wieder die Toilette runtergespült. Er kommt halt genau. Ja, so wie alles. Geht alles im Klo runter. So wieder, wie er aufgehört hat. Änderung, wie er es in seinem Blog erzählt. Komplette Fehlanzeige. Naja gut, damit wollen wir es für heute dann auch mal belassen. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, der Discord wird auch irgendwann wieder offline gehen. So wie es ja vorher bei jedem anderen Discord auch der Fall gewesen. Ja, und dann kommt wieder ein neuer Discord. Schade, dass gerade hier die Drachenchronik nicht mehr gibt. Na, man könnte dann mal schauen, wie viele Discords hat er denn eigentlich in den letzten Jahren so gehabt. Dass man so ein Counter hat. Also irgendwie so ein Rap-Sheet, irgendwie, wo drauf steht, okay, insgesamt Discords so und so viele, Teamspeak-Server so und so viele. Einfach alles, was er erstellt und wieder gelöscht und wieder erstellt und wieder gelöscht hat, wann, wie viele YouTube-Kanäle, das er versucht hat, sich zu machen. Und ich glaube, wie oft er versucht hat, seinen Tod vorzutäuschen. Ja, ich hoffe, dass, wenn jetzt hier das Game wieder ganz normal weitergeht, so wie es halt früher auch immer war, so wie 22 und 23, dass dann irgendwo eine Möglichkeit gibt, wie diese Drachenchronik wieder online gehen kann. Da hätte ich Bock drauf. Weil das war schon sehr gute Hilfe irgendwie, wenn man dachte, oh, da war doch das und das. Wann war das genau? Wie hieß jetzt das Video genau? Wenn man irgendwas sucht, das war schon sehr praktisch. Na gut. Ich glaube, wir sind durch. So eine kurze Nummer heute gewesen, 25 Minuten. Aber ich habe ja in letzter Zeit auch genügend Material bekommen und das Wochenende soll sehr schönes Wetter werden. Da gibt es natürlich auch Besseres zu tun, als mir alten Kasper hier beim Schwadronieren zuzuhören. Richtig. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut, genießt das schöne Wetter. Mad Love.